Auf das Gespräch mit der Lama Irene habe ich mich schon lange gefreut. Verschiedene von euch haben mir nämlich gesagt oder geschrieben, sie wäre eine gute Gesprächspartnerin für diesen Podcast. Es ist dann eine Weile gegangen, bis wir einen Termin gefunden haben. Vielleicht auch, weil die Lama Irene ihr Leben vereinfacht, was nur geht. Ah ja, übrigens, Lama heisst auf Tibetisch einfach Lehrerin. Das ist eigentlich noch ganz witzig, weil Lehrerin war etwas, was Irene eigentlich nie werden wollte. Sie hat erzählt, wie sie im Obersemi die Flucht ergriffen hat. Sie hat sich am kontemplativen Theater gewidmet und ist dann nach dies nach mit dem Buddhismus in Kontakt gekommen. Auf einem Flug hat sie einen tibetischen Lama getroffen, der ihr empfohlen hat, doch mal ein halbes Jahr zu meditieren. Das hat sie dann auch gemacht. Es sind dann 2-3 Jahresretreat gefolgt. Etwas, wo man sich kaum vorstellen kann, wenn man es nicht selber erlebt hat, wie sie mir erzählt hat. Die Lama Irene hat auch darüber geredet, wie die Retreats waren und auf sie gewirkt haben. Und auch, wie sie den Gendun Rinpoche erlebt hat, wo einer von ihren wichtigsten Lehrer geworden ist. Wir haben über die Lehrer-Schüler-Beziehung in ihrer Linie geredet. Dort wird nämlich das meiste nur mündlich weitergegeben. Die Lama Irene hat auch erklärt, was die 3 Arten von Tantra sind und dargelegt, was der Buddhismus zu den Problemen der heutigen Welt beitragen kann. Wir haben das Gespräch an einem warmen Juni-Nachmittag aufgenommen. Vielleicht hörst du manchmal die Vögel oder die Nachbarskinder im Hintergrund. Als die Kirchenglocken voll losgelegt haben, habe ich dann das Fenster zugetan. Ich wünsche dir spannende Einsichten und viel Vergnügen bei diesem Gespräch. Das ist Meditationsszene Schweiz. Ich bin Lukas Wittmann. Heute rede ich mit der Lama Irene oder Dorje Drölma, wie ihr tibetischer Name ist. Die Irene ist 1979 in den USA zum ersten Mal mit der buddhistischen Meditation in Kontakt gekommen. Sie hat Zen, Vipassana und den tibetischen Buddhismus kennengelernt. 1984 hat sie dann in der Dordogne in Frankreich den Gendun Rinpoche kennengelernt, wo ihr späterer Hauptlehrer geworden ist. Sie hat schon vorher viel Erfahrung gehabt, aber hat dann zwischen 1986 und 1994 an 2 traditionellen 3-Jahres-Retreat teilgenommen. 1991 hat sie zur buddhistischen Nonne ordiniert und sie trägt oben auch heute noch. Sie hat 26 Jahre im Dagpo Mandala in Frankreich gelebt, wo sie zum Aufbau von der Retreat- und Klostergemeinschaft Kendroy Ling in der Auvergne beigetragen hat. Ab 2005 hat sie sich in Möra, Thüringen, für das neu gegründete Dharma-Zentrum engagiert und seit 2015 ist sie zurück in der Schweiz und wohnt in Stäfa. Sie stützt sich in Praxis und Unterricht vor allem auf die Übertragungen von der Karma-Kagyu-Schule, wo sie vom Gendun Rinpoche bekommen hat. Lässt aber auch die Erfahrungen aus ihrem eigenen Leben einfließen. Lama Irene, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst für das Gespräch. Ja, danke auch für die spannende Einladung. Ich bin ganz neugierig. Das freut mich. Wie ich in der Einleitung gesagt habe, habe ich im Internet gesehen, dass du 1979 mit dem Buddhismus in Kontakt gekommen bist. Wie war das und was hat dich zum Buddhismus und der Meditation gebracht? Ja, da tue ich gerade noch ein bisschen weiter ausholen. Ich habe natürlich schon früher buddhistischen Kontakt gehabt. 1979 war es so, dass ich wirklich an Meditationsretreats teilgenommen habe. Und grundsätzlich könnte ich sagen, dass ich auch in einer Familie geboren bin, also meine Eltern spirituell wirklich interessiert sind und selber gesucht haben. Und mein Vater hat der Freikirche angehört, der methodistischen Kirche. Und in dieser methodistischen Kirche hat es so viele Wanderprediger gegeben früher. Und wenn immer wir manchmal in den Wald gegangen sind, dann hat mein Vater den Bäumen predigt. Und das habe ich das hat mich immer irgendwie überrascht. Ich habe nicht gewusst, was ist jetzt so, aber ich habe das irgendwie noch cool gefunden. Und ich erinnere mich auch als Kind, wenn mein Vater hat frei gebetet. Und das sind für mich ganz besondere Kindheitserinnerungen, die mich sehr angerührt haben. Und das ist mir später, als ich dann eben lange Retreats
gemacht habe und teilgenommen habe, ist, da tut man ja in so einem langen Retreat, tut man wirklich auch sich selber erforschen und die eigene Biografie. Und fragt sich natürlich auch, wie bin ich eigentlich in die so spezielle Situation hineingeraten. Und dann ist immer die Erfahrung eben auch mit meinem Vater, wenn er gebetet hat und ich bin ihm dann auf dem Schoß gesessen und er hat dann Methodisten beten so, also nicht so flache Hände aufeinander. Finger wirklich so zusammen. So. Ja. Und meine kleinen Hände sind dann da drin gewesen, und dann er seine Hände drumherum und dann hat er einfach so aus dem, ja, wie es ihm gekommen ist, hat er dann gebetet. Ich kann mich nicht an Worte erinnern, überhaupt nicht, weil eben, es war ja keine Wiederholung gewesen oder so, aber an die Geborgenheit. Und das heisst jetzt nicht, dass wir in unserer Familie nicht auch schwerwiegende Auseinandersetzungen und Probleme gehabt hätten, aber der Teil, oder, der ist für mich sehr wichtig gewesen. Und dann, als ich ein bisschen älter geworden bin als junge Erwachsene, ist mein Vater hat wirklich auch sich wahnsinnig für Bewusstsein interessiert. Was ist Bewusstsein? Was sind Gedanken? Wie funktioniert das alles? Und meine Mutter auch. Sie hat eine Arbeit entwickelt für Ausdruckstheater. Kontemplatives Ausdruckstheater. Und ich habe da auch als junge Erwachsene schon bald mal mitgemacht und dann dort auch selber geleitet. Und bin also einfach so in einem Umfeld gewesen. Und als ich 18 war, habe ich mir selber einen Schulaustausch, ich bin im Semi gewesen, organisiert und bin dann ein Jahr in Florida gelandet. Und dort habe ich beim Schulpsychologen gewohnt. Und der hat einen Haufen Bücher gehabt. Und ich habe vorher gar nicht Englisch können, weil ich Italienisch hatte und han aber Englisch lernen und han dementsprechend einfach anfangen zu lesen, obschon ich vieles nicht verstanden habe, aber irgendwie habe ich doch ein Gefühl bekommen, dort habe ich die ersten buddhistischen Bücher gelesen, oder Zen-Buddhismus und so weiter und so fort. Und dann habe ich später eine grosse Reise gemacht, meine erste grosse Reise in Himalaya, und bin dann in Ladakh gelandet, das ist Klein-Tibet, und dort die Atmosphäre dort und so hoch oben und ja, das ist auf 3000 Meter die Hauptstadt, und dann ist alles fast wie eine Wüste, so geil, und die ganzen Stupas und alles, was es dort hat. Und ich habe dort bei den Bauern gewohnt, und dann ist gerade Erntezeit gsi, und dann sind tibetische Flüchtlinge, die sich dort angesiedelt haben in ihren Jurten, die sind dann helfen bei der Ernte, und die haben den ganzen Tag gesungen. Und das ist unglaublich gewesen. Die haben da gearbeitet und gesungen den ganzen Tag. Das ist ein ganz eindrückliches Erlebnis für mich gewesen. Und nachher sind eben auch dann aus den Klöstern sind dann so Mönchsgruppen gekommen in die verschiedenen Haushalte von diesen lokalen Bauern, würden wir sehr wahrscheinlich sagen, und haben Ritual durchgeführt. Und das ist meistens auf dem Dach oben gewesen. Und da habe ich das erste Mal gesehen und bin dort auch dazugegangen. Und was mich am meisten beeindruckt hat, ist, weil die haben ja alle die Robe getragen. Alle haben also dementsprechend eigentlich gleich ausgesehen. Und die haben die Ritual, die sind von Morgen bis zum Abend gegangen. Und die sind aber so individuell gewesen, wie sie sich verhalten haben. Irgendwie im Gesichtsausdruck, in ihrer nonverbalen Präsenz. Und das ist für mich absolut faszinierend gewesen. Solche Individuen, die gemeinsam das machen. Und inhaltlich hast du dann etwas mitbekommen? Also Nein, du hast absolut ja kein nicht. Nein, ich habe nichts mitbekommen. Nein, absolut nicht. Ja. Und was mir auch sehr Eindruck gemacht hat, und ich habe gemerkt, das ist nachher für mich alles sehr wichtig gewesen, die Erfahrungen, ist, sie haben so Figuren und so Masken gehabt von diesen gefürchigen Buddha-Formen. Ganz gefürchige von diesen Mahakalas. Das sind so die bösen
sehen so böse aus, mit so Reisszähnen. Ja, genau. Da sind sie auch da hinten dran, oder? Und die haben mich auch unglaublich fasziniert. Ich habe das gut gefunden. Also irgendwie Religiosität, wo so wie eine emotionale Intensität auch noch darstellt und nicht alles so ein bisschen abgehoben und untergründig ist doch im Versteckten emotional unglaublich viel los. Und das hat mich schon sehr angezogen. Und das ist also alles passiert, bevor ich eben im 79 dann die ersten Retreats in den USA gemacht haben, sowohl im Zen, wie im Theravada, wie auch eben beim Trungpa Rinpoche. In Boulder habe ich als seinem buddhistischen College einen Sommerterm mitgemacht und genau habe ich all die verschiedenen Kontakte dann dort gehabt. Oder? Und wenn du sagst, du bist eigentlich aus einem sehr religiösen Elternhaus gekommen. Das ist vielleicht nicht ganz, ich habe jetzt ein bisschen mehr das Wort Spiritualität eigentlich verwendet gehabt, weil es ist jetzt nicht eine übliche Religiosität eben gewesen, sondern es ist schon irgendwie schon dort bei meinen Eltern eigentlich im tieferen Sinn etwas Universelles, oder? Und eine echte universelle Suche. Also hast du dich eigentlich auch gar nicht von etwas abgewendet? Also es war nicht irgendwie ein Zurücklassen von dieser christlichen Religiosität, wo du dann angefangen hast, Retreat zu machen und richtig Buddhismus bist? Ja, sondern es war einfach eine Entwicklung gewesen. Ja, es war sehr stark eine Entwicklung gewesen. Ich habe dann schon irgendwann, bin ich auch zu den Kirchen austreten, eben weil für mich, ich habe sehr viel Doppelbödiges erfahren. Ob schon natürlich, das gibt es in jeder Organisation. Das gibt es auch in buddhistischen Organisationen, wenn ich dann später festgestellt habe. Aber mir ist es wirklich um einen Erfahrungsweg gegangen. Ja. Und darum habe ich mich eine Weile lang sehr intensiv mit Psychotherapie befasst. Und meine eigene Großmutter ist, würde man jetzt vermutlich sagen, manisch-depressiv gewesen, hat also schwere psychische Einbrüche gehabt. Und dementsprechend, als ich dann junge Erwachsene war, habe ich mich sehr auch für Psychiatrie interessiert und die freie Psychiatrie, die dann gerade aufgekommen ist, mit dem Basaglia in Italien und Laing in England. Also solche Themen haben mich sehr beschäftigt. Mhm. Und als ich dann mehr mit dem Buddhismus in Kontakt gekommen bin, vor allem mit dem tibetischen Buddhismus, haben die Themen wie Platz gehabt. Oder? Hast du noch eine Ausbildung gemacht oder angefangen oder studiert? Oder was ist dort dein Weg? Oder bist du quasi direkt im Buddhismus und dann in lange Retreat? Mhm. Oder weißt du, was ist 1979, wo du dann du hast gesagt, es war ein Summer-Term, also du bist in den USA gewesen, wo du mit dem in Kontakt bist. Aber in was für einer Phase von deinem Leben hast du dich dort befunden? Ja, da bin ich also Ende 20 gewesen, oder? Ja. Und ja, ich habe ein Lehrerseminar in Küsnacht gemacht damals. Und bin dann und komme eigentlich aus einer Lehrer-Pädagogenfamilie. Alle Cousins von meinem Vater sind auch Lehrer. Mein Vater hat schon nicht Lehrer werden. Schlussendlich hat er sich auch umgeschult als Lehrer. Und als ich dann im Obersemi war, bin ich dann abgehauen, weil plötzlich das Gefühl hatte, jetzt ich auch noch Lehrerin, das ganze Leben in diesen Schulzimmern. Ich wollte das Leben mehr unmittelbar noch kennenlernen. Und bin dann eben abgehauen. Und nachher, da bin ich nach Nordafrika getrampt und habe natürlich da auch viel erlebt und herausgefunden und so. Und als ich zurückgekommen bin, bin ich eigentlich mehr in die Arbeit von meiner Mutter eingestiegen, in die kontemplatives Ausdruckstheater und habe ziemlich schnell angefangen, eigene Seminare zu leiten. Mhm. Und dann habe ich aber irgendwann doch das Gefühl gehabt, ja, es wäre gut, ich würde studieren. Und habe dann gefunden, was kommt in Frage? Ja, Psychologie. Und dann habe ich gedacht, ja gut, das probiere ich einmal ein Semester aus. Und dann entscheide ich mich wirklich. Aber ich bin angegangen, einen Tag, und am nächsten Tag bin ich einfach nie mehr gegangen. Ich habe also nur einen Tag studiert.
Ja, hast du gerade gemerkt, das ist es nicht, was du suchst? Ich weiss es nicht. Es hat mich nicht mehr dort bewegt. Und genau, nachher habe ich rein beruflich, habe ich eigentlich eben dann in der Arbeit, wo meine Mutter aufgebaut hat, das hat in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland, ist das ziemliches Werk entstanden. Schöne Dramatik, Ausdrucksspiel aus dem Erleben hat das geheissen. Und ist auch in Fortbildungen, in der sozialen Arbeit für Krankenschwestern, für Lehrer und so weiter hat das stattgefunden. Und ich bin dort drin hineingekommen. Und habe dementsprechend bin ich tätig gewesen. Bis ich dann eben die Reise nach Nordindien gemacht habe, in Ladakh. Und dann ist das nachher gekommen mit dem 79. Und dann hast du in verschiedene Traditionen hineingeschaut und bei den Tibetern bist du hängen geblieben? Oder ist das auch noch nicht so schnell gegangen? Ja, natürlich, es ist immer ein bisschen eine Entwicklung und so. Und zu selber Zeit, was auch viel gemacht worden ist, sogenannte Rebirthing. Also ich habe mich sehr mit Atemtherapie, mit dem Atem befasst. Beim Buddhismus bin ich so ein bisschen fragend und kritisch gewesen, weil sobald man mehr buddhistische Inhalte dazumal kennengelernt hat, ist es immer ums Leiden gegangen. Es ist immer Suffering, Dukkha, oder das ist immer als erstes betont worden. Ich habe das ziemlich trist gefunden, oder? Ich habe gefunden, ja, das Leben muss doch ein bisschen optimistischer sein, oder? Also gewisse Aussagen haben mir eigentlich überhaupt nicht, hat mich nicht erreicht, oder? Aber was mich dann erreicht hat, ist, was darum gegangen ist, das eigene Innere anzuschauen. Und dass da wie ein Wissen vorhanden ist, wie man mit dem eigenen inneren Geschehen kann in Berührung kommen und wie man damit umgehen kann. Und das hat eigentlich in San Francisco angefangen, wo ich dann bei einem chinesischen Lehrer zuerst eben Tai Chi, Qigong gelernt habe. Und wir haben sehr viele Stehmeditationen gemacht hier. Und dann habe ich angefangen, einfach die inneren Gedankenflüsse anfangen deutlicher gesehen. Und es hat mich irgendwie noch ein bisschen erschüttert, das, was ich da so gesehen habe, oder? Und habe gedacht, ja, also, allgemein, es wird überall, oder in der Esoterik, Spiritualität, im Buddhismus, überall wird über Erleuchtung geredet. Was könnte das denn sein, oder, die Erleuchtung? Und im Vergleich zu dem, was ich jetzt da so entdeckt habe, was in diesen untergründigen Strömungen in meinem Gedanken- und psychischen Leben sich abspielt, wenn ich still geworden bin. Und das hat mich sehr motiviert. Und dann habe ich den Eindruck gehabt, ja, das geht mir alles zu langsam. Wie könnte man da Klärung reinbringen? Gibt es da irgendwelche Methoden? Gibt es da irgendwelche Vorgehensweisen, die könnten hilfreich sein? Und das ist nachher eigentlich, wo ich dann mehr mit dem tibetischen Buddhismus in Kontakt gekommen bin, aber eigentlich auch durch Persönlichkeiten. Weil das sind Persönlichkeiten gewesen, oder das ist Ende der 70er Jahre, Anfangs der 80er Jahre gewesen, wo die ersten tibetisch-buddhistischen Meister mehr in westliche Länder gekommen sind, fast zwangsläufig, weil sie eben geflüchtet sind und wie sie einfach nach neuen Möglichkeiten gesucht haben, wie sie können in Kontakt kommen mit Menschen und ihr wertvolles Wissen können weitergeben, ist die unglaubliche freudvolle und liebevolle Ausstrahlung, die hatten. Und die Art und Weise, wie sie mit diesen neuen Situationen, auf die sie gestoßen sind, wie sie damit umgegangen sind. Für das, dass sie eine sehr grosse Katastrophe hinter sich hatten. Mhm. Das hat mich sehr beeindruckt. Und habe wie das Gefühl gehabt, wenn ich mich in diesem Leben ein bisschen in so eine Richtung entwickeln könnte,
das könnte ein sinnvolles Leben sein, oder? Und dann, wenn man jetzt in deiner Online-Biografie schaut, dann ist, glaube ich, das nächste, was erwähnt wird, sind dann schon die 2-3-Jahres-Retreat. Das ist ja, also das 3-Jahres-Retreat, für ein 3-Jahres-Retreat sich entscheiden, ist ja eine ziemliche Entscheidung. Und ich glaube, du hast aber auch schon vorher recht viel Retreat-Erfahrung gesammelt, oder? Also was ist denn gewesen, bis du in die langen Retreat gegangen bist? Ja, es ist eben eigentlich immer mit so Persönlichkeit hat es zu tun gehabt. Aber in der Schweiz oder in den USA oder nachher bist du umgereist denen an? Ja, in der Schweiz, ja. Mal schauen, wo wir da den Vater gerade am besten aufgreifen. Ja, eigentlich in der Schweiz. Aber natürlich sind da mehr lebendige Geschichten noch dahinter, weil der Säbellehrer, den habe ich eigentlich im Flugzeug getroffen. Wo dann mich dazu inspiriert hat, mein ersten 5,5-monatiger Retreat im Vorhimalaya habe ich das gemacht. Also da musst du jetzt vielleicht, wenn du magst, wirklich kurz erzählen, wie das gegangen ist. Im Flugzeug getroffen und dann sagt er, gang mal 5,5 Monate in Himalaya. Ja, oder hast du ihn angesprochen? Wie ist das gegangen? Ja, also ich bin unterwegs gewesen, von Zürich nach Sikkim, Rumtek, weil der 16. Karmapa, Gyalva Karmapa, das Oberhaupt von der Karma-Kagyu-Schule, im tibetischen Buddhismus gibt es 4 Hauptschulen und dann noch viele verzweigte Unterschulen. Und bei mir hat sich einfach so alles konstelliert, dass ich eben bei der Karma-Kagyu-Schule gelandet bin, weil es mir irgendwann einfach klar wurde, das Leben ist zu kurz, oder? Das ist ja dann dass man alles machen kann, was einem interessiert. Irgendwie ist es dann wie sinnvoll, dort, was mal schon irgendwo eine Begegnung gegeben hat, einfach mal dort weiterzugehen. Und zu selber Zeit bin ich zurück von Kalifornien, wieder in der Schweiz und habe bewusstes Atmen, Rebirthing unterrichtet, davon auch gelebt. Und bin eben dann mit der Karma-Kagyu-Schule in Kontakt gekommen und habe angefangen, sogenannte vorbereitende Übungen zu praktizieren. Und in dieser Zeit ist dann der 16. Karmapa verstorben, auch in den USA, dann aber überführt worden nach Sikkim, Rumtek, wo er nach der Flucht, er ist vor dem Dalai Lama geflüchtet übrigens, und er ist eben nach Sikkim geflüchtet, nach Rumtek, ist wirklich ganz eine grosse Persönlichkeit im tibetischen Buddhismus, der 16. Karmapa. Und bin dort mit ein paar Freunden eben an die Kremation gereist. Und als ich eben geflogen bin von Delhi nach Badogra, das ist der nächste Flughafen von Sikkim, ist eben der tibetische Lama sozusagen auch dort in dem Flugzeug gsi oder eingestiegen, und ich bin so eingestiegen, dass ich irgendwie in der Nähe von dem bin, und wir sind dann ins Gespräch gekommen. Also, das hat mich jetzt einfach fasziniert. Und nachher sind wir dort schon etwa 2 Wochen dort gewesen, und dann hat sich das alles so ein bisschen entwickelt, und ich habe ihn dann in die Schweiz eingeladen und habe ihn sonst noch neu getroffen, und daraus aus dieser Begegnung ist das eben entstanden, wo ich ihm eine bestimmte Frage gestellt habe, oder? Viele so Situationen entstehen wirklich, vor allem in der Karma-Kagyu-Schule, weil Kagyu heisst mündlich, ist eine mündliche Begegnung. Es spielt dort ganz eine grosse Rolle, die direkte Begegnung, und dann entstehen Fragen, und daraus kommt dann eine Antwort, und dann ist eben dem seine Antwort gewesen, ja, es wäre gut, ich würde mich einfach mal ein halbes Jahr zurückziehen. Weil ich habe ihm gefragt, ja, was ist, wie? Ich habe eben unterrichtet, bewusstes Atmen, und ich habe Einzelsession-Menschen gegeben, eine Gruppe angeleitet, und die haben mich natürlich manchmal, auch wenn sie in Not sind oder Fragen hatten, mir angerufen, und ich habe aber gerade meine Übungen durchgeführt, und ich habe nicht gewusst, was ist jetzt wichtiger, weil es ist darum gegangen, für andere hilfreich zu sein. Ist es wichtiger, dass ich meine Übung weitermache und nicht das Telefon abnehme? Oder sagen, jetzt nicht und später anrufen? Oder soll ich mich jetzt um den Menschen kümmern, der sich da meldet? Was ist wichtiger? Diese Frage habe ich dem Lehrer gestellt, und seine Antwort war, ich soll mich ein halbes Jahr zurückziehen. Dass du gar nicht entscheiden musst in dem Moment, was dann wichtiger ist, respektive du hast dann entschieden,
Wenn du ein Das halbes ist Jahr... jetzt deine Spekulation. Ja. Ich habe nicht darüber nachgedacht, was. Keine Ahnung. Ich habe dann einfach gedacht, ja, das ist jetzt wirklich ein bisschen extrem, oder? Aha. Also ich habe einfach niemanden kennt in meinem ganzen Umfeld, oder? Das ist 81 ist das gewesen, wo irgend so etwas gemacht hat. Und habe mich gefragt, ja, gleichzeitig habe ich das Gefühl, ja, das ist eine gute Sache, sehr intuitiv. Ja, das wäre gut, dann kann ich die Übungen voranbringen. Und sehr wahrscheinlich gibt es eine Vertiefung dadurch und das wiederum kommt anderen zu gut. Ein bisschen so habe ich es mir überlegt. Die vorbereitenden Übungen, kannst du da vielleicht noch ein Wort dazu sagen, was das ist für die Zuhörenden? Es sind alles so riesige Themen, gell? Aber es sind ja auch riesige Stückzahlen von vorbereitenden Übungen, oder? Also gibt es ja zum Beispiel, was sind es, 110'000 oder 111'000 Niederwerfungen, die man macht, oder? Und dann gibt's es gibt verschiedene Arten von vorbereitenden Übungen, ja. Oder? Es gibt grundlegende Kontemplationen, oder, die eigentlich fast in allen buddhistischen Traditionen bekannt sind, dass man über die Vergänglichkeit kontempliert, über die Kostbarkeit vom Leben, wo man zur Verfügung hat jetzt, und Dankbarkeit dafür. Und oder es hat meine ganze Sicht auf mich und auf mein Leben verändert, die allgemeinen Kontemplationen. Und die sind ein bisschen in unterschiedlichen Formulierungen, kommen die in allen buddhistischen Traditionen vor. Und dann im tibetischen Buddhismus gibt es dann noch spezielle vorbereitende Übungen. Und gut, man hört dann eben immer zuerst die Zahlen, aber letztlich sind nicht die Zahlen das Wesentliche, weil es geht natürlich um ein innere, ja, es ist wie ein Labor eigentlich. Es ist ein Forschungsinstrument. So könnte ich es jetzt vielleicht aus meiner jetzigen Sicht sagen. Weil es ermöglicht mit Körper, Rede und Geist, weil die werden alle aktiviert in dieser Übung, wenn es um die sogenannten Verbeugungen oder Niederwerfungen geht, wo man der ganze Körper sich auf den Boden legt und Körper, Rede und Geist öffnet für den spirituellen Einfluss von allen Buddhas und Bodhisattvas, von der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Und dann, wenn man auf dem Boden ist, Hindernisse, hinderliche, destruktive Emotionen etc. einfach sich vorstellt, dass man die loslässt und dann wieder von vorne anfängt. Und gleichzeitig tut man im eigenen Geist oder im eigenen Bewusstsein sich vorstellen, dass man die Übung nicht allein macht. Und zwar, dass der eigene Vater dabei ist, auf der rechten Seite, die eigene Mutter auf der linken Seite, Geschwister die hinter einem, alle bekannten Freunde um einen herum. Und der grosse Clou, das ich dachte, dass man auf so eine Idee kommen kann, ist, dass der Mensch oder die Menschen, die gerade am meisten Schwierigkeiten einem auslösen im eigenen Leben, sagen es Politiker oder sagen es Kollegen oder was auch immer, von denen stellt man sich vor, dass sie vor einem sind. Also in Richtung von denen wirft man sich dann quasi mit? Oder die machen auch mit? Die schauen alle in die gleiche Richtung zu den Buddhas und Bodhisattvas. Und denen Schwierigen, denen wünscht man, dass sie schneller vorwärts kommen auf dem Weg als man selber. Ja. Und das hat mich so beeindruckt. Irgendwie die Idee, ich also nicht... selber wäre ich nicht auf die Idee gekommen, mir schon etwas auszudenken. Oder? Und damit so unterwegs zu sein, ja, das hat, ist eindrücklich. Oder? Und dann wegen diesen Zahlen, das ist ja so eine offizielle Zahl mit diesen 100'000 und so weiter. Aber ich bin ziemlich am Anfang, gerade als ich angefangen habe mit diesen Übungen, bin ich eben dem Shama Rinpoche, wo wir so im Vorfeld kurz geredet haben drüber. Mar heisst Rot, Shama Rinpoche heisst Rothut, ist also Karmapa von dieser Karma-Kagyu-Linie ist Schwarzhut, ist also ganz eine wichtige Persönlichkeit in dieser Übertragungslinie. Bin ich dem begegnet. Eins von meinen allerersten Begegnungen mit so einem tibetischen Meister war damals in Hamburg gewesen.
Und ich habe eben mit diesen Übungen angefangen gehabt. Und wir sind eine kleine Gruppe gewesen, und von Hamburg, und die haben mich irgendwie einfach gerade mitgenommen. Und dort hat es eine Frau dabei gehabt, und die hat Shyama Rinpoche gesagt, ja, und sie ist wirklich ein bisschen stolz gewesen, oder zufrieden, dass sie das sagen kann. Sie können jetzt ein halbes Jahr frei nehmen von ihrer Arbeit. Und sie möchte gerne die vorbereitenden Übungen machen, was er dazu meine, ob das eine gute Idee sei. Und er hat gefunden, nein, das sei keine gute Idee. Es sei besser, wenn sie jeden Tag ein paar von diesen Niederwerfungen machen würde, bis an ihr Lebensende. Als jetzt das so kompakt. Worauf sie hat eine ganz starke Reaktion gehabt. Sie hat sofort angefangen zu brüllen. Und weil es ist so in eine andere Richtung gegangen, als was sie sich vorgestellt hat. Und ich bin da einfach mit dabei gewesen. Das allererste Mal in so einer Situation. Und es hat auch für mich irgendwie alle Vorstellungen, es hat einfach gerade alles gesprengt. Und mich sehr beeindruckt, ja, dass eben die Zahlen nicht das Wesentliche sind, sondern ein sehr langfristiges Engagement. Wenn man da damit anfängt. Also Vorbereitung jetzt nicht im Sinn von, ich mache jetzt ein paar Wochen, ein paar Monate Vorbereitung und dann ist erledigt und dann kommt etwas anderes. Sondern, ja, dass das etwas sehr lang Anhaltendes ist. Und das hat mich schon sehr begleitet auch dann in meiner. Und du bist aber dann trotzdem 5,5 oder 6 Monate in das Kloster, die vorbereitenden Übungen gemacht? Es war kein Kloster gewesen, nein, es ist einfach abgelegen. Ja, ich bin geschickt worden an einen bestimmten Ort in Almora, ein bisschen oberhalb, in Casardevi. Eigentlich habe ich nachher herausgefunden, ein sehr berühmter Ort, eine Krete. Und es hat dort einen kleinen Tempel gehabt, der war im Rohbau gewesen. Es war alles sehr rudimentär gewesen dort, ja. Mhm. Und dann hast du dort praktiziert? Ja, genau. Bist du nachher wieder in die Schweiz zurückgekommen? Ja, genau. Und dann, wenn wir jetzt wieder Richtung 3-Jahres-Retreat steuern. Ja, genau. Da sind wir irgendwie unterwegs, ich nehme mal einen Schluck Wasser. Genau, nimm gern. Also es muss dich ja dann schon recht gepackt haben, wenn du nachher sagst, jetzt wollte ich mich dem 3... Nein, das habe ich nie gesagt, ich will in 3 Jahre, nein. Also wie bist du dann ins 3-Jahres-Retreat? Man plumpst ja auch nicht einfach in ein 3-Jahres-Retreat. Ja, wie soll ich sagen, eben, das ist ja so eindrücklich für mich, wenn ich jetzt so zurückschaue, wie sich eins ins andere entwickelt. Also ich habe nachher schon andere getroffen, die schon eben so viel praktiziert haben. Ich habe immer denen sehr viele Fragen gestellt. Ich habe das wahnsinnig spannend gefunden. Ich habe mich mit dem auseinandergesetzt, aber ich habe nicht in ein traditionelles 3-Jahres-Retreat wollen. Nein, habe ich wirklich nicht wollen. Und habe dann meinen Mann gefunden und der hat eigentlich Theravada vor allem praktiziert, hat sich dann aber angefangen für den tibetischen Buddhismus zu interessieren. Und wir haben dann gehört, dass man eben auch als Paar kann ein Retreat machen. Und das hat uns irgendwie angesprochen. Und er hat dann gerade sein Medizinstudium abgeschlossen und hat, er hat sehr gern meditiert, still meditiert, eigentlich nur lieber als ich. Und hat mich darum gebeten, ich soll gut aufpassen, weil er immer sehr schnell in viele Projekte sich engagiert hat, dass wenn er sein Studium abgeschlossen hätte, dass ich auf ihn aufpasse, dass er sich nicht gerade sofort zu fest verausgaben in verschiedenen Projekt. Und dann bin ich mit auch einem tibetischen Meister in Kontakt gekommen, von dem habe ich gehört, oder er hat das öffentlich in einem Vortrag erzählt, dass er ein Paar Schüler von ihm begleitet hat in einem langen Retreat. Und dann habe ich gedacht, oh ja, ich gehe zu dem, ich rede mit dem, das wäre doch eine super Sache für uns und so. Dann habe ich mit dem geredet und der hat gesagt, ja, ist prima und so weiter. Und
dann habe ich das Tillmann erzählt. Er hat das auch gut gefunden. Und dann ist eine neue Geschichte losgegangen. Und dann hat das schlussendlich dort angeführt. Also der Tengar Rinpoche zu selber Zeit hat uns gesagt, ja, wir sollen einfach mal ein halbes Jahr und dann wieder Pause machen und dann schauen, wie das für uns sei, oder? Ob das uns entspricht oder nicht und so weiter. Und das hat sich dann so gefügt alles, dass wir eben in der Dordogne, in der Nähe vom Gendüner Rinpoche, dann im Wäldli dort ein Blockhaus, eine Hütte gebaut haben und gesagt haben, ja gut, wir machen jetzt ein halbes Jahr dort Retreat und der Gendüner Rinpoche hat uns akzeptiert und da ist ein anderes Paar von dem Gendüner Rinpoche ist bereits 5 Jahre im Wald gewesen, Henrik und Wari in einem Caravan und der Gendüner Rinpoche hat uns mal zu denen geschickt und gesagt, ja, jetzt könnt ihr mal mit denen reden. Die haben eigentlich nie Aussenkontakt gehabt. Dann sind wir da also bei denen auftaucht, einfach so, oder? Und die haben schon lange keine Leute mehr gesehen gehabt. Dann haben wir das irgendwie kurz besprochen. Die haben das irgendwie okay gefunden. Und dann sind wir dort ins Retreat und dann habe ich wieder irgendwann mal eine Frage gestellt oder etwas erzählt, wie das für mich ist mit dem halben Jahr. Und dann hat der Gendün Rinpoche gefunden, es sei eigentlich besser, wir machen keine Pause nach einem halben Jahr. Und schon, als wir gekommen sind und die Hütte gebaut haben, hat er schon so Andeutungen gemacht und gesagt, ja, richtet euch einfach so ein, dass ihr nach 3 Jahren nicht sofort zügeln müsst, oder? Nach 3 Jahren? Ja. Also es waren mehr so Hinweise gewesen, es war also nicht so gewesen, oder? Ja, das machen wir jetzt so und das ist jetzt so und so weiter, sondern das hat sich so aus Situationen heraus ergeben. Wie muss man sich dann so ein 3-Jahres-Retreat vorstellen? Also das heisst, es ist nicht eine Art wie ein, wenn man jetzt die Schule als Beispiel oder als Vergleich nimmt, es ist nicht eine Art ein Klassenzug, wo, was nicht 20 Leute gleichzeitig das 3-Jahres-Retreat startet, sondern da haben ein paar dann gestartet, ein paar später und dann hat man einfach 3 Jahre praktiziert, oder? Kannst du ein bisschen charakterisieren? Es gibt ganz viele verschiedene Formen, oder? Ja. Es gibt das, was wie ein Klassenzug ist, das sogenannte traditionelle 3-Jahres-Retreat, wo wir dann nachher auch noch gemacht haben. Und dort starten alle gleichzeitig und hören auch alle gleichzeitig auf. Und es gibt ein bestimmtes Programm, das durchgeführt wird in diesen 3 Jahren. Und es gibt verschiedene Arten von 3-Jahres-Retreat mit unterschiedlichen Programmen. Also bei uns ist es ein 12-jähriges, 4 3-Jahres-Retreats, wo aufeinander aufgebaut ist, erarbeitet wurde vom Curriculum her, oder? Und also das ist etwas, was es gibt. Aber das, was wir eben hier gemacht haben, ja, das ist eben einfach so eins aus dem anderen heraus entstanden. Wie war das? 3 Jahre in diesem Blockhaus. Also wie hat dein Tag ausgesehen? Ja, man hat im tibetischen Buddhismus hat man eben bestimmte Praktiken, die man erlernt, die in sich selber eine Struktur haben. Es ist nicht, dass du, sagen wir jetzt, was du sehr wahrscheinlich vor allem kennst, aus dem Theravada-Buddhismus, wo man einen Wechsel hat zwischen Sitzen und Gehmeditation und man den Wechsel hat und dort drinnen Anleitung hat, wie man mit den verschiedenen sensorischen Gegebenheiten umgeht und dementsprechend, was das in einem drin auslöst, etc. Also im tibetischen Buddhismus gibt es eine grundlegende Einstellung, dass für einen vertieften, weitergehenden, sinnvollen Weg es viel positive Dynamik braucht. Weil einfach sich zurückziehen und dann da sein, da kann man ganz leicht in verschiedensten Sackgassen landen. Und es können psychische Probleme entstehen, es können körperliche Probleme entstehen, es kann eine Kombination von all dem entstehen, etc. Also man braucht eigentlich
gute Begleitung, die sich mit so etwas wirklich gut auskennt und dann die entsprechenden Übungen, Sadhanas, Praktiken, die im tibetischen Buddhismus ausgeführt werden, die zielen eben darauf ab, dass eine sogenannte positive Dynamik entsteht. Weil nur anhand, wenn genug von dem positiven Dynamik, psychophysische Dynamik vorhanden ist, tut sich Meditation auch gut weiterentwickeln. Und somit tut man in so einem Tag eben auch dem Aufmerksamkeit geben. Und da gibt's ein ganzes Curriculum, könnte man sagen, wo schrittweise aufbaut. Und die Zeit, die man dann hat, eben in dem ersten Retreat, das ist zeitlich nicht definiert gewesen. Das ist nicht ein 3-Jahres-Retreat in dem Sinn gewesen, es traditionell, wo es alles zeitlich definiert ist. Das ist zeitlich überhaupt nicht definiert gewesen. Und wir sind dann 3,5 Jahre da gewesen. Ich kann mir es immer noch nicht so ganz vorstellen. Also dein Tag, wie hat denn der ausgesehen? So hast du quasi gearbeitet? Das weißt du, haben wir noch gegärtnert oder weiss auch nicht was? Oder ist es wirklich auch ein Lehren und Praktizieren gewesen? Oder was ist, wie kommt man dann auf dem Weg vorwärts? Man kommt Unterricht über. Ja. Für die Übung, die wir durchführen. Individuell, oder? Also dort haben wir es individuell bekommen, ja. Weil es sind andere nicht da gewesen. Aber man würde eigentlich schauen, dass es in einer Gruppe wäre, wenn es irgendwie genug Interessenten hat. Mhm. Weil es ist aufwendig, oder? Und dann werden die Übungen ausgeführt und man tut nicht gärtnern, man tut möglichst wenig lesen, ein bisschen Kassetten gelesen vom Gendun Rinpoche, wo er unterrichtet hat im Zentrum, weil wir sind nicht ins Zentrum gegangen, wir haben einen abgesteckten Bereich gehabt, wo wir uns darauf bewegen, wo wir uns darauf aufhalten in dem Wäldli. Und wir haben regelmäßig Kontakt gehabt mit dem anderen Paar, wo schon 5 Jahre die ersten Retreat-Schüler vom Gendun Rinpoche, wo schon 5 Jahre in dem Wäldli praktiziert haben. Und die haben uns mit begleitet und unterrichtet und mit unterstützt. Und ihn haben wir etwa alle 5-6 Wochen gesehen. Und sonst haben wir gar keinen Aussenkontakt gehabt. Am Rand vom Wäldli hat man unsere Nahrungsmittel deponiert oder Post. Wir haben auch Brief schreiben. So einmal in der Woche hat man dort das holen. Und unser Tag hat sich ergeben, so, wenn man es in dem entsprechend praktizieren, wird die Zeit in sogenannte Zeitabschnitte eingeteilt, in sogenannte Tön. Tön heisst Zeitabschnitt. Und man hat 4 Tön. Einen vor dem Zmorgen, dann hat man Zmorgen, einen zwischen dem Zmorgen und dem Mittag, Essen, einen am Nachmittag, einen am Abend. Das sind 4 Tön. Und die Tön, die sind so etwa 2,5 Stunden gegangen. Im traditionellen Retreat gehen sie 3 Stunden. Und dann ist von diesen Praktiken, die man ausführt, das ist auch ein kontemplativer Moment drin, stille Moment, Mantra-Rezitation, sind dort drin. Und die werden dann täglich für ein paar Wochen so wiederholt. Und so ist dann der Tag eingeteilt in sogenannte Töns, Zeitabschnitte. Und das ist, wie der tibetische Buddhismus in dem Kontext funktioniert. Und üblicherweise, das ist jetzt bei uns eben anders abgelaufen, gibt es natürlich eine Vorbereitungszeit, oder? Und während dieser Zeit, wo bei uns in Frankreich in dieser Retreat- und Klostergemeinschaft traditionelle 3-Jahres-Retreats durchgeführt worden sind, da haben diejenigen, die dort daran teilgenommen haben, die haben sich öfters für mehrere Jahre vorbereitet. Jetzt bei uns selber, wir haben uns eigentlich auch noch vorbereiten mehr oder noch Tibetisch lernen, aber der Gendun Rinpoche hat dann entschieden, dass wir das nicht machen sollen und sofort sollen anfangen.
Also relativ unvorbereitet. Also gut, ich hatte die 5,5 Monate im Himalaya gehabt. Der Tillmann hat schon sehr viel Vipassana-Retreats gemacht gehabt. Ja, sind wir dann dort doch relativ auf uns selber gestellt, in dem Wäldli gsi. Und dann immer Friede, Freude, Eierkuchen, oder hat es da auch schwierige Situationen gegeben? Ja, auf jeden Fall, stell dir mal vor. Schon. Wir haben es nachher ein bisschen so eigentlich definiert. Wenn wir Streit bekommen haben und es wirklich irgendwie sehr unangenehm geworden ist, einfach die ganze Stimmung, haben wir gewusst, jetzt ist der Gendun Rinpoche zurückgekommen. Der ist ja nicht immer in dem Zentrum gewesen. Der hat auch gereist und hat unterrichtet, und irgendwann haben wir das gemerkt, immer bevor der kommt, ist schwierig geworden. Ich habe mich hier nicht du fängst da an brodeln und kochen bei uns. Und wir sind ja auch verschiedene Persönlichkeiten. Und natürlich gibt es da eine Reibung. Und ist vielleicht das Wertvolle, oder? Aber natürlich, die Reibung darf auch nicht zu intensiv werden. Sonst ist es, könnte es vielleicht auch destruktiv werden und so, oder? Und ja, muss man irgendwie einen Weg finden. Aber ihr habt geredet miteinander, also es war dann nicht so im kompletten Schweigen gewesen, sondern ihr habt schon geredet miteinander. Ja, das sind sehr schöne Zeiten gewesen, die wir auch hatten, wo wir haben uns immer in der Mittagszeit vorgelesen gegenseitig, ja. Ja, man tut schon reden. Auch in den Gruppenretreats ist es so. Aber man verbringt natürlich auch sehr viel Zeit allein in seinem eigenen Praxisraum. Und wo wir dann wo ich am Gruppenretreat teilgenommen habe, mir ist es dann nicht so gut gegangen nach 3,5 Jahren. Ich habe wirklich einen Wechsel gebraucht. Ich bin erschöpft gewesen, psychisch und physisch. Und als ich dann mitgemacht habe in dieser Frauengruppe, nachher im traditionellen Retreat, dort hat Gendun Rinpoche nach ein paar Monaten hat er gefunden, wir sollten uns mehr Witz erzählen gegenseitig am Mittag. Das Lachen ist sehr wichtig, weil da drin tut sich einfach auch sehr viel Spannung abbauen, oder? Und wir sind eigentlich überrascht gewesen, oder? Und wir sind auch relativ schnell erschöpft gewesen mit unseren Witz. Und dann haben verschiedene angefangen, ihren Freunden und Familie schreiben, sie sollen Witzbücher schicken, damit wir mehr Witz erzählen können. Und es ist eben schon ein bisschen so mit so langen Retreats, dass es wirklich nicht vorstellbar ist. Auch die nachher sich entscheiden und wirklich wettet und sich vorbereitet und irgendwie die Idee haben, sie können sich das ungefähr vorstellen, wie das dann wäre, und ja auch mit verschiedenen Geräten haben. Und man merkt ein bisschen, oder wenn man das jemand anderem näher bringen will, es ist nicht möglich. Es ist eine sehr urchige, eigene menschliche Erfahrung, die man da macht. Wo nicht, man kann nur andeuten. Und auch die, wenn die nachher gekommen sind, haben sie wieder zu einem gesagt, ja, du hast recht gehabt. Es ist so anders, als ich mir das vorgestellt habe. Und das ist vielleicht auch ein bisschen die Herausforderung, überhaupt dann das können zulassen, mit so anders, als man sich vorgestellt hat, durch den Prozess durchzugehen. Und wenn man sich dafür entschieden hat, und das soll aus einer eigenen Entscheidung und Motivation herauskommen, dann würde man eben nicht das Retreat verlassen, dann, wenn es einem überhaupt nicht mehr passt. Sondern es ging dann darum, das wirklich vollständig
abzuschliessen. Oder? Und das hast du ja auch gemacht, oder? Ja. Also nicht nur einmal, sondern zweimal. Nein, also eben, wie gesagt, bei dem ersten Mal ist es nicht definiert gewesen. Ja, okay. Es ist nicht ein traditionelles 3-Jahres-Retreat gewesen. Es ist zeitlich nicht definiert gewesen. Es ist in vieler Hinsicht nicht definiert gewesen. Es hat sich aus den Situationen heraus mit diesen Lehrern entwickelt. Ja. Und das traditionelle 3-Jahres-Retreat, das ist definiert, zeitlich. Wenn es anfängt, wenn es aufhört, das Programm wird wenig variiert, es wird auch nicht unbedingt an die Bedürfnisse von Einzelnen angepasst. Es gibt gewisse Anpassungen, die dann möglich sind innerhalb, aber generell hat es mehr Struktur als das, was wir eben das erste Mal gemacht haben. Und für mich persönlich hat das ein grosses Spektrum gegeben. Also das ist, wenn ich zurückschaue, zuerst eben die 5,5 Monate im Vorhimalaya, dann die 3,5 Jahre mit dem Tillmann im Wald, dann noch das traditionelle Retreat und nachher habe ich noch verschiedenste Retreat im Kloster dann gemacht, ja. Und zwischendurch hast du auch noch ordiniert, oder? Die Ordination, die erste von Getzül, Novizen-Ordination, die hat im 91 stattgefunden, bevor ich ins traditionelle Frauenretreat gegangen bin. Nach dem traditionellen Frauenretreat haben wir eben dann die Möglichkeit gehabt, Bhikshuni, volle Ordination können mitmachen im Plum Village, Village de Prunier, beim Thich Nhat Hanh, der hat das gerade organisiert, auch für seine eigene Gemeinschaft, weil er auch gerade dabei war, sein Kloster aufzubauen. Und wir haben auch das Kloster aufbauen und sind dann 13 Frauen gewesen, die an dieser Bhikshuni-Ordination mitmachen können. Darum ist es ja eine volle Ordination, wo ich dann Gelegenheit hatte, überzukommen im 94. Das hat aber dann die Trennung von deinem Mann bedeutet? Schon vorher? Schon vorher? Ja, schon die erste ja. Ordination? Ja, natürlich, klar. Ja. Wir sind hier, er ist bei den Männern, hat er Retreat gemacht, ich bei den Frauen. Und er ist ein halbes Jahr vor mir, ist er Mönch geworden, ja. Also es ist nicht so gewesen, also musst du nicht antworten, wenn du nicht willst, aber es ist nicht, dass die Beziehung auseinandergebrochen und einander gefunden, jetzt könnten wir ja ordinieren, sondern es war ein bewusster Entscheid gewesen, wir gehen jetzt beide in die Richtung. Man kann nicht sagen, beide. Also zuerst ist es für ihn sehr klar gewesen, also für mich auch, und für ihn, dass das zu ihm wird passen, oder? Volle Ordination, weil, ja, wir sind in unserer Beziehung auch an Grenzen gestoßen und er hat dann das gemacht und ich habe es offen gelassen, also ich habe Zölibatsgelübde genommen auf Zeit und bin noch nicht so sicher gewesen, was für mich ansteht. Und dann ein halbes Jahr später, als ich mich dann entschieden habe, eben auch das Frauen-3-Jahres-Retreat zu machen, habe ich dann eben die Ordination gemacht, genau. Wenn du jetzt zurückschaust auf die lange Praxis, die 2x3 Jahre, wie hat dich das verändert? Und wie hat sich deine Praxis verändert durch die 3 Jahre? Ja, wie soll ich sagen? Ich kann es jetzt sagen, jetzt bin ich ja seit 8 Jahren wieder in der Schweiz. Und ein Grund, wieso ich zurückgekommen bin, das hat mit meinen alten Familienmitgliedern zu tun gehabt. Meinen Eltern, meinem Gotti, meiner Stiefmutter. Ich hatte noch ein Bedürfnis gehabt, sie haben das auch natürlich sehr geschätzt, zu einem gewissen Grad in ihrer letzten Lebensphase zu begleiten. Und in dem Zusammenhang habe ich gemerkt, es ist eine innere Kultur gewachsen in mir. Oder wo die Pandemie gekommen ist, oder bestimmte krasse Ereignisse. Dass also durch die Retreat-Jahre und die kontinuierliche Begegnung mit mir selber, aber dann natürlich auch haben wir ja Aufbauarbeit gemacht, viel ehrenamtliche Arbeit, versucht anderen Menschen, die irgendwie denen zu begegnen und sie mit zu unterrichten und zu begleiten und so weiter.
dass da einfach durch die kontinuierliche, intensive Praxis, also bei kontinuierlicher, intensiver Praxis tut man eigentlich Unzufriedenheit und Leiden lernt man sehr vielfältig in sich selber kennen. Und es braucht unglaublich viel Geduld mit sich selber. Und auch eine gewisse Freundlichkeit, weil man entwickelt sich selber nicht unbedingt so, wie man sich gern entwickeln würde. Und die Paradox in sich selber drin kennenzulernen und einen Weg zu finden, mit dem auf eine möglichst sinnvolle Art und Weise zu navigieren im eigenen Leben, das ist mal sicher höchst eindrücklich. Und dann begegnet man natürlich auch verschiedenen Ängsten, auch existenziellen Ängsten, verschiedenste Herausforderungen, physischer Art, psychischer Art, oder dann, solange man zurückzieht, ist man einmal wieder mal krank, oder dieses oder jenes passiert, und ich habe mal einfach irgendwie blöd aufgestanden und mir den Fuß kaputt gemacht oder dieses und jenes, und man geht nicht einfach sofort zum Doktor oder unternimmt, man muss irgendwie einen Weg damit finden. Und von dort her auch eine Art Selbstständigkeit in einem tieferen Sinn. Und Unabhängigkeit. Also jetzt in unserem Fall, also Tillmann und mir, eben vielleicht auch noch mehr, weil mich eben nicht alles die Gruppenretreats gemacht haben. Zuerst 5,5 Monate allein im Himalaya, dann das zweite 3,5 Jahre in dem Blockhaus im Wäldli und nachher erst in die Gruppensituationen. Und da habe ich schon gemerkt, dass, vielleicht bin ich auch ein bisschen eigenwillig geworden, oder? Du machst mir jetzt nicht einen extremst eigenwilligen Eindruck. Also wir können immer noch gut kommunizieren, zumindest. Es sind halt auch viele verschiedene Phasen gewesen, oder? Sicher sehr extreme Zustände auch erlebt und begegnet und ja. Ich möchte noch ein bisschen einen Bogen machen. Und zwar, bitte. Du bist ja, du hast es anfangs einmal gesagt, du praktizierst in der Karma-Kagyu-Linie und da ist die mündliche Übertragung wahnsinnig wichtig und einer von deinen wichtigen Lehrer ist der Gendun Rinpoche, den du jetzt auch schon mehrfach erwähnt hast. Wie hast du ihn erlebt? Ich habe von verschiedenen Seiten schon gehört, dass er eine wahnsinnig eindrückliche Persönlichkeit müsste sein. Was hast du für Erinnerungen an ihn? Ja, soll ich sagen, also... Oder was hat ihn ausgezeichnet? Was hat dich fasziniert an ihm? Schwierig in Worte zu fassen. Also, was mich wirklich fasziniert hat, ist nicht unbedingt jetzt gerade so, wie jetzt du, weißt, die direkte Begegnung, sondern was die Begegnung für eine Auswirkung hat in meine Meditation. Also, wenn wir eine Begegnung hatten, nachher, wenn ich wieder angesessen bin, um meine Praktiken zu machen, zu meditieren, meine Psyche, mein Geist wie völlig geöffnet war. Das hat nicht immer ewig lang angehalten, oder? Es sind irgendwie wieder Muster haben sich wieder formiert, die man nicht einfach kontrollieren kann. Aber das war das Eindrücklichste. Also hat er gut können Hinweise geben, oder ist es nicht einmal das? Nein, es ist seine Präsenz. Ja. Also er hat auch eine grosse Spontanität, Direktheit. Und ja, ich habe einfach nicht gewusst, dass es auf unserem Planet für Menschen so etwas möglich wäre. In Bezug auf? Ja, dass es so etwas gäbe auf unserem Planet.
wo so ich weiß nicht, wie ich es Wort sagen. Einerseits etwas sehr Mitfühlendes, aber auch gleichzeitig völlig kompromisslos in bestimmten Bereichen. Also eine Kompromisslosigkeit, wo ich habe nicht das Gefühl, er macht das extra. Er ist das. Und in Bezug auf was hat er dann zum Beispiel kompromisslos sein? Ja, wenn es darum gegangen ist, was ein echter, authentischer Weg ist. Ja. Und gleichzeitig, man könnte sagen, er ist eine Persönlichkeit, also sobald man ein bisschen mehr mit ihm Kontakt hat, wo einem völlig erschüttert hat. Also in dem Retreat im Wald, in dieser Blockhütte, wo ich 3,5 Jahre mit dem Tillmann war, ich habe zeitweise so reagiert, der Tillmann hat ein bisschen anders reagiert, aber eben, es war noch das andere Paar da gewesen, wo schon 5 Jahre, bevor wir gekommen sind, schon 5 Jahre dort im Wald war, in dem Caravan. Und der Henrik hat offenbar ähnliche Reaktionen gehabt, zeitweise, wenn der Gendenrimp uns Besuch gehabt hat. Ich bin nachher manchmal stundenlang auf dem Bett gelegen und habe zittert. Also eine völlige Reaktion. Ich hätte nicht können sagen, warum ich zittere. Und wie ist das psychisch gegangen? Also gut, es war einfach eine körperliche Reaktion. Ja, es war irgendwie einfach. Also ein bisschen seltsam. Irgendwie seltsam schon. Ich hätte es nicht können. Aber auch nicht beängstigend? Ja, nicht, ein bisschen beängstigend schon. Wenn in einer Tradition so die Lehrer-Schüler-Beziehung so wichtig ist für die Übertragung, was sind da so die Auswirkungen? Also das heisst ja, man kann jetzt nicht einfach alles in den Büchern lesen über die Tradition, sondern es wird immer mündlich weitergegeben, zum Teil nur sehr selektiv an bestimmte Leute. Was heisst das für die Praxis? Es ergibt sich einfach, oder? Also, ich kann mir das eben vorher nicht so vorstellen, weil ich habe zuerst auch gelesen, oder? Also, als ich im Himalaya war, und habe ich auch natürlich Bücher gelesen und über Mahamudra gelesen, und das ist ja so ein wichtiger Begriff in der Karma-Kagyu-Schule, wo es um die Offenheit vom Geist geht und dass eben ein Lehrer wichtig ist. Und wie jetzt der Lehrer, wie man den findet oder wie das entsteht, kann man es einfach nicht so vorstellen. Aber es ist eben in dem man selber sich in die Praktiken hineinbegibt. Ja, es klingt ein bisschen lapidar. Es ergibt sich. Also die Wirklichkeit, in der wir alle drin leben, ergibt sich ja auch irgendwie immer wieder ein bisschen anders, als wir es uns ausdenken können. Wer von uns hätte gedacht, dass im Februar vor einem Jahr in Europa ein Krieg ausbricht? In dem Ausmaß, oder? Also mit Blech und mit der Gewalt von Mensch zu Mensch. Also es hat ja uns umgehauen, oder? Und so, also, oder die Wirklichkeit hat einfach durchaus auch etwas Krasses. Und ja, der Genro Rinpoche hat auch etwas Krasses in sich gehabt, aber eben aus Herzensgeistgüte aus dem Bodhicitta, etwas Mächtiges. Das sogenannte Bodhicitta, der Herzensgeist, der Erleuchtungsgeist, ja, ist etwas Intensives gewesen. Und das hat, das ist auch aufrüttelnd gewesen. Das ist nicht einfach immer angenehm gewesen, aber hat etwas zutiefst Wahres gehabt, einfach. Ich habe dir vor dem Aufnehmen gesagt, ich praktiziere ja mehr die Theravada-Tradition. Also dort sind so Techniken, ich meine, man kann es Visuddhimagga lesen, und dann hat es da Meditationstechniken drin, und dann hat jeder Lehrende hat wieder noch seine Präferenzen, aber im Prinzip ist das Set von der Meditationsanleitungen relativ überschaubar, sagen wir mal. Und wenn ich
Texte sind im Tibetischen, dann sind die Worte wieder ganz andere. Und häufig sind Techniken so fein, also es gibt dann ein bisschen noch das, noch ein bisschen mehr dort, noch ein bisschen mehr das. Ist das auch ein Grund, dass die mündliche Überlieferung so wichtig ist, dass wirklich auf die jeweilige Schülerin oder der jeweilige Schüler angepasst ist, oder? Ja, vielleicht, ja. Also was man kann sagen, in allen buddhistischen Traditionen gibt es einfach 2 grundlegende Meditationsformen, oder? Das ist Shamatha und Vipassana. Also es ist geistige Ruhe und tiefe Einsicht. Und mehr als das gibt es eigentlich nicht. Nachher ist einfach die Frage, wie wird das entfaltet? Und was für eine Reichweite kommt es über? Also das ist vielleicht im tibetischen Buddhismus das Eindrückliche. Nachher auch, wenn man prominente Meister, die geschult sind, dort drin kann begegnen, ist die Reichweite, die sie können zum Ausdruck bringen auf ihrem Bodhisattva-Weg, dem Bodhicitta. Also das und die Feinheiten und die tantrischen Praktiken, die dort verwendet werden, hat eben sehr auch mit dieser Reichweite zu tun. Kannst du noch ein Wort zum Tantra sagen? Das hat im Westen häufig eine falsche Konnotation. Ja, es gibt viele verschiedene Arten von Tantra. Oder? Es gibt körperliches Tantra, es gibt psychisches Tantra, es gibt geistiges Tantra. Und was wir in erster Linie praktizieren, ist eben Mahamudra, das geistige Tantra. Und Tantra bedeutet in dem Zusammenhang, das Wort Tantra heisst Kontinuität. Und das ist Kontinuität von Bewusstsein, von Gewahrsein, wo nicht begrenzt ist von Geburt und Tod. Also da gibt's wie vor der Geburt eine wahnsinnig lange Zeit, ewig lange Zeit, dann Geburt, Präsenz, Leben, Alter, Krankheit, Tod und nachher wieder eine ewig lange Zeit. Und so hat es der Genen beschrieben. Und unser Leben jetzt, das ist wie ein kurzer Moment, wo wir auf einem Stuhl absitzen und eine Pause haben. Und bei Tantra geht es darum, jetzt, wenn es um eine Praxis geht, die Grösse von dieser Zeit und die Tiefe von der möglichen Einsicht dadurch und die Möglichkeiten, die eben das Bewusstsein, der Geist hat, dafür freizulegen und nicht irgendwie begrenzt sein. Aber natürlich haben alle einen Alltag, wo immer man ist, sagen wir im Retreat oder nicht, oder im Gefängnis oder im Beruf oder in der Familie. Alle stehen irgendwann auf, essen, machen etwas, verdauen und gehen irgendwann wieder schlafen. Also der grundlegende Rhythmus, oder, der findet bei allen statt. Und jetzt im tibetischen, buddhistischen Tantra, also vor allem wenn es um das geistige Tantra geht, geht es eben darum, die Praktiken, die da ausgeführt werden, geht es eigentlich darum, das geboren werden, das Hervorkommen und wieder das Auflösen, das mit dem Sterben eine Art durch Praktiken erlebbar zu machen. Und von dort her eine Vertrautheit mit diesen Prozessen zu haben. Und es ist das körperliche Tantra, dort kommt auch Erotik mit drin und so weiter. Und wie man in diesen Begegnungen, die Begegnungen kann nutzen, um einen freien Geist überzukommen und hilfreich mit dem Gegenüber können umzugehen. Aber das hat jetzt bei uns nicht eine grosse Rolle gespielt. Du hast jetzt den Alltag angesprochen. Wie kommt die Praxis bei dir in den Alltag? Ja, durch jeden Tag. Gut, du bist ordiniert und es ist auch dein Beruf, oder? Also du unterrichtest unter anderem. Aber du hast auch bei verschiedenen Projekten mitgeschafft, Klöstergründungen, Bordeaux, glaube ich auch, das ist ein ganzes Dorf in Italien. Norditalien, genau, in der Nähe von Domodossola. Mhm. Wunderschön, ich bin auf der Website, als ich den Podcast vorbereitet habe, habe die Fotos angeschaut, wie so ein
Ja, es ist ein Ein wunderbarer altes Dorf, Ort. wo Ja, eine Gruppe... Kannst du vielleicht es kurz ist 40 erzählen? Jahre leer gestanden. Und eben das, was ich am Anfang jetzt von unserem Gespräch gesagt habe, wo ich eben in Sikkim war, zu der Kremation vom 16. Kammerpaar, dort ist die Idee entstanden. Dass der Kollege, wo ich mit dem D war, der Gerhard Frey, der hat gerade kurz vorher das Dörfli das erste Mal gesehen oder davon gehört. Und wo wir da waren, ist die Idee aufgekommen, dass wir dort das buddhistisches Zentrum, das buddhistisches Dorf gründen. Und das haben wir dann eben gemacht im 82, ja. Und seitdem gibt's das, und das hat viele verschiedene Phasen natürlich durchlaufen. Es hat eine Weile lang einen eigenen Kindergarten, eine eigene Schule gehabt. Aber inzwischen sind die alle erwachsen. Mein Patensohn ist dort aufgewachsen. Und ja, meine nächsten Freunde und ich bin dann eben aber nach Frankreich in das Retreat, in das Wäldli mit dieser Blockhütte und so weiter. Und jetzt ist eine Kollegin dort verantwortlich. Tenge, sie ist ganz lang Direktorin vom Museum für Urgeschichte in Zug und hat dann aber irgendwann auch die 3 Jahresretreats gemacht und ist jetzt die Leiterin, spirituelle Leiterin von dem Dörfli geworden. Genau. Ja, ich bin bei vielen Gründungen dabei gewesen. Mhm. Also ist dir auch ein Anliegen, das zu verbreiten? Es hat sich mir irgendwie einfach gegeben, oder? Also, wie soll ich sagen, einfach da, wo es passt, oder? Also, nicht speziell missionarisch oder so. Da, wo es sich ergibt, ja. Aber du hast eben wegen dem Alltag, eben ja, also der Alltag, also was ich gelernt habe, was für mich wichtig ist, was vielleicht für dich weniger wichtig ist, für mich ist sehr wichtig gewesen, die Strukturen, weißt, also mit diesen Tönen, mit diesen Zeitabschnitten und ein Leben zu führen, wo so eine gesunde Struktur hat. Und natürlich hat das in verschiedenen Lebensphasen sich verändert. Und dann, wo wir das Kloster haben angefangen zu gründen und dort angefangen haben, das aufbauen und so weiter, ja, ich habe immer wieder nach heilsamen Strukturen gesucht. Oder jetzt, wenn ich da lebe, natürlich, jetzt bin ich über 70, ich habe andere Strukturen, die gut sind, aber ich weiss, wie wertvoll das ist, oder? Mhm. Mhm. Wenn du auf die heutige Gesellschaft schaust und auf die Lage der Welt, siehst du da Themen, wo der Buddhismus eine Antwort darauf geben kann oder eine Hilfestellung sein? Ja. Einerseits sich positiver Dynamik zu widmen, gerade in einer Welt, wo neu wieder seit 1,5 Jahren in allen Atommächten Atomkriegsmaterial aufgerüstet wird. Ich habe noch an die Abrüstung geglaubt, jetzt hat das aufgehört, oder? Und wir haben multiple Krisen, die sich überschneiden und das kann für viele sehr deprimierend sein, oder? Und ich bin auch zwischen 20 und 30 sehr deprimiert gewesen, schon da. Ich habe zu Alternativen gehört, ich bin Aktivistin gewesen, ich habe in Kaiserrausch gegen das Atomkraftwerk demonstriert und so weiter. Und hätte eine friedliche Welt wollen. Und da hat sich ja nur teilweise etwas in die Hoffnungen, die wir damals hatten, entwickelt. Und jetzt geht alles wieder in eine andere Richtung. Und dann merke ich einfach, dass so eine innere, heilsame Kultur so etwas tiefst Wertvolles ist in der Begegnung mit diesen Wirklichkeiten, die sich da, diesen destruktiven Wirklichkeiten, die sich da gerade zeigen. Und um einfach eine frische Hoffnung jeden Tag wieder von Neuem zu stimulieren, in die Lebendigkeit, in die grundlegende Lebendigkeit. Also die grundlegende Lebendigkeit, in die habe ich ein tiefes Vertrauen gefasst. Und wenn man das kann weitervermitteln an jüngere,
an die nächste Generation, jüngere Menschen, dass das sinnvoll kann sein, sich auf so eine Art und Weise einen authentischen Weg zu finden, der nährend ist von innen her. Auch wenn man im eigenen Leben, in der eigenen Biografie sicher immer mal auch Enttäuschung erlebt, habe ich auch Einbrüche hat. Also, aber einen Weg findet, dass daraus gestärkt daraus rauszukommen. Mhm. Da habe ich schon den Eindruck, dass das Verständnis von der Vergänglichkeit und dass alles prozesshaft ist und im grossen Fahrzeug, wo ich dazugehöre, da ist das berühmte Herzsutra. Ich weiss nicht, ob das ein Begriff ist. Leerheit ist Form, Form ist Leerheit, Leerheit ist nicht verschieden von Form, Form ist nicht verschieden von Leerheit. Die Kernaussage, dass also das, was sich manifestiert, untrennbar durchdrungen ist von einer Offenheit, die nicht fixiert ist, wenn man sich mit so einer Sichtweise in Kontakt kommt, das kann einfach unglaublich befreiend sein. Auch im Angesicht von grossen Schwierigkeiten. Und macht es einem auch aktiv oder macht es einem einfach relaxed? Vielleicht weder noch. Also, ich glaube, ich fahre es mir so, dass ich geschickter werde im Navigieren. Mhm. Von meinem psychophysischen Wesensstrom und meiner unmittelbaren Umgebung. Und möchte hilfreich sein, sowohl für mich selber wie für meine Umgebung. Also, und das beinhaltet einen Wechsel, so wie Einatmen und Ausatmen von aktivem, gestalterischem Mitwirken, da gerade auf eine möglichst sinnvolle Art und Weise, wo ich gerade bin, und andererseits aber auch mich auf Aktivitäten fixieren und krampfhaft zu identifizieren damit, sondern auch jeden Tag mal alles können vollumfänglich und radikal öffnen und loslassen. Und ja, also aktiv und relaxed. Ja, sehr schön. Ich glaube, wir hätten noch viele Themen, die wir weiter vertiefen könnten, aber wenn ich auf die Zeit schaue, dann müssen wir langsam zum Abschluss kommen. Ja, gell, wenn die Leute mehr über dich wissen, du hast eine Website, die heisst www.freiheitsschritte.com. Dort findet man etwas über dich. Ja. Gibt es sonst noch Sachen, die dir wichtig sind oder die du möchtest erwähnt haben? Genau. Du gibst mir da gerade einen Flyer, das habe ich nämlich auch noch gesehen auf deiner Website, zum 5. interreligiösen Frauenparlament in Basel am 27. August. Dort hast du einen Vortrag, gell? Oder einen Input. Ich bin dort einfach auch dort mit dabei, ja. Genau. Und dann haben wir vor 1,5 Jahren den Verein gegründet, Dagbo Switzerland. Dagbo, das Wort Dagbo, das ist eine geografische Gegend in Tibet. Und unser Ursprungszentrum in Europa ist Dagbo Kagyuling in der Dordogne und unsere Retreat- und Klostergemeinschaft in der Auvergne heisst Dagbo Künderling, und wir sind also verbunden mit diesen Ort. Und der andere Ort, der schon erwähnt worden ist, in Thüringen, das ist Dagbo Möra. Und jetzt haben wir ein Netzwerk in der Schweiz angefangen. Dagbo Switzerland. Also, das ist gerade noch so das Letzte, wo ich jetzt mitgründe in meinem Leben. Und da haben wir eine grosse, schöne Veranstaltung im 1. Septemberwochenende, 2. 3. September, mit einem wunderbaren Meister aus dem Himalaya, Nedo Rinpoche heisst er. Und das ist wirklich offen für alle, die da irgendwie sich für Meditation interessieren. Das ist nicht einfach nur eingeschränkt für tibetischen Buddhismus. Alles, was wir öffentlich machen, ist universell, spirituell universell, in der Hoffnung, ja, dass es irgendwo einen Samen leitet, für wer auch immer, um die positive Dynamik zu fördern. Und das findet man auch auf deiner Webseite, ja, genauere Angaben zu dem. Auf der Webseite sein, und es gibt jetzt auch eine Webseite, die Dagbo Switzerland heisst.
Dann unterrichtest du auch in Retreat, unter anderem, glaube ich, auch im Beatenberg, oder? Ja, Und, schon lange, ja genau. und wo sonst noch? Also, wenn man dich Im Corona-Haus und in Griechenland. Ich mache einmal immer im Oktober ein Ferienretreat an einem sehr schönen Ort im Peloponnes, auf einer Klippe, wo ich so kleine Apartment reserviert habe, den Ort habe ich schon, bevor ich Buddhistin geworden bin, vor 47 Jahren kennengelernt, und die letzten 15 Jahre gehe ich wieder regelmäßig dort hin und habe das im Sinn eben auch als Altersprävention weiterzuführen, weil man ist dort den ganzen Tag draussen. Es ist einfach sehr naturstark und gesund dort. Und da gibt's, aber das ist auch auf der Webseite in Katafigio. Katafigio heisst Zuflucht auf Griechisch, und die Gegend im Peloponnes heisst Mani, und das nächste Örtli heisst Stupa. Also es passt irgendwie zusammen mit dem tibetischen Buddhismus. Genau. Lama Irene, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast für das Gespräch. Ja, danke dir auch, Lukas, für deinen Einsatz, dass du das machst. Und das ist sicher sehr wertvoll für viele, die da zuhören. Auch wenn man vielleicht eben eine ganz andere Biografie hat und ganz einen anderen Weg geht. Oder wir Menschen sind schon auch sehr divers, und es ist wichtig, dass wir von innen her dem folgen können. Aber vor allem, dass wir eben auch von innen her noch an Angelegenheiten herangehen. Ja, das ist viel. Ein gutes Schlusswort. Danke vielmals, Irene. Gern geschehen. Das war Meditationsszene Schweiz, ein Podcast von mir, Lukas Wittmer. Als unabhängiger Podcast ohne ein Medienunternehmen im Hintergrund sind für mich weitere Empfehlungen ein A und so. Sei das direkt oder auch über deine Social-Media-Kanäle. Und gute Bewertungen und Kommentare helfen, dass der Podcast von anderen in den Apps besser gefunden wird. Es würde mich freuen, wenn du dir dafür kurz Zeit nehmen könntest. Und wie immer freue ich mich auch über Rückmeldungen und Inputs. Eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.